Seit langem denke ich über Möglichkeiten nach, Eleonora glücklich zu machen. Hallo Leute, wir haben letztens alle Aufträge erledigt und müssen jetzt natürlich noch Bericht erstatten, weil wir die Gelbgemme haben und Bodo befreit haben. Stimmt, da war was. Ich verstehe, natürlich. Die Gelbgemme ist in die Hände von Team Nachtschatten gefallen. Nun, es gibt Schlimmeres. Wir werden uns einen neuen Plan ausdenken. Selbstmitleid bringt uns jetzt auch nicht weiter. Okay, wow, ich habe gerade übel den Denkfehler drin gehabt. Natürlich haben wir nicht die Gelbgemme. Das war ja das Tauschgeschäft, um Bodo wieder zu kriegen. Leute, wir haben ein Problem. Ein großes Problem. Ich bin froh, dass Bodo in Sicherheit ist. Das ist für mich das Allerwichtigste. Unsere nächste Mission wird entscheidend sein, aber sie kann bis morgen warten. Ich bin sicher, von der heutigen Aufregung ist jeder hier erschöpft. Wir werden eure ganze Kraft brauchen, also seht zu, dass ihr euch richtig ausschlaft. Hä? Jetzt kommt bis morgen warten? Die alles entscheidende Mission, aber erstmal pennen gehen. Wir haben Zeit. Hast du gut geschlafen? Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Das macht mich alles so fertig. Boah, ja. Wenn man wirklich zu viel über was nachdenkt, dann ist Schlaf echt nicht gut. Geht mir in letzter Zeit auch manchmal so. Professor Hastings, haben Sie durch das Studium der Blaupausen der unglaublichen Maschine etwas in Erfahrung bringen können? Bisher leider nichts, fürchte ich. Die Datendisk ist mit einem Passwort geschützt, das all unseren Versuchen getrotzt hat. Ich habe Albert darüber befragt, aber er hat im Moment zu sehr mit sich selbst zu tun. Ein paar gute Neuigkeiten habe ich aber. Beim Entziffern des Tagebuches haben wir beträchtliche Fortschritte gemacht. Dieser Eintrag hier datiert auf etwa 3 Jahre nach der Entdeckung des Schattenkristalls. Monat X, Tag XX. Wieder einen Tag mit dem Kramen in alten Dokumenten und Schriften verbracht. Ich habe von der Rotgemme, der Blaugemme und der Gelbgemme erfahren. Ich weiß nun, wie der Schattenkristall die Harmonie der Gemmen hasst und fürchtet. Und wie es ihn trotzdem zu ihrer Harmonie hinzieht. Nun verstehe ich, was ich in der mir noch verbleibenden Lebenszeit tun muss. Bis zu diesem Punkt sind wir gekommen. Trotzdem, es gibt uns ein wenig Hoffnung, unsere Hypothese war korrekt. Die 3 farbigen Gemmen haben irgendeine Art von Einfluss auf den Schattenkristall. Offensichtlich kam Luminous Strahlemann zur selben Erkenntnis. Ich bitte um Entschuldigung. Albert ist mein Name. Ich habe mir heute Nacht noch einmal alles in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Möchtest du uns jetzt helfen? Ich bin zutiefst beschämt. Ich habe gesehen, aber nichts verstanden. Was ich von dieser Welt gesehen habe, war unter dem Mikroskop oder auf dem Monitor. Aber all das hat sich gestern verändert. Obwohl ich ein Feind sein müsste, hat mich Cyber wie einen Bruder behandelt. Professor Hastings hat mich 3-mal wegen des Passworts angeschnauzt. Aber danach hat er mich in Ruhe gelassen. Ich habe ein bequemes Bett und ein warmes Essen erhalten und alle waren freundlich. Ich habe zu lange gebraucht, um es zu bemerken, aber jetzt weiß ich, dass ich benutzt wurde. Ich wollte es einfach nicht glauben. Gestern konnte ich es mir nicht eingestehen. Ich hatte einfach zu viel Angst. Das Passwort ist Melodia, die Name meiner kleinen Schwester. Oh, true. Melodia ist in Havebrück. Ich frage mich, wie es ihr geht. Warum möchtest du sie besuchen? Das können wir gern machen. Wenn du uns dann hilfst. Albert, ich danke dir. Das war sehr mutig. Almir könnte dadurch gerettet werden. Sagt es den Wissenschaftlern. Das Passwort ist Melodia. Moment, da gehört ein Ausrufezeichen rein. Es ist nur Melodia. Ohne irgendwas am Ende, meine ich. Da gehört kein Ausrufezeichen rein. Das war ein Idiot. Melodia! Oh, und hier sind wieder alle versammelt. Professor Hastings, wir sind bereit. Sehr gut. Seid bitte so gut, die Daten auf den Bodenmonitor zu legen, ja? Oh, was ist denn hier los? Das ist der Altru Tower, oder? Hä? Dieser Umriss. Irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Das ist doch nicht. Ich schätze, das könnte er sein. Das ist der Altru-Turm. Wie ganz und gar entsetzlich. Der Altru-Turm ist die unglaubliche Maschine und er wird morgen fertiggestellt. Oh, das ganze Ding ist die Maschine. Holy shit. Das ist halt von vorn bis hinten böse. Das ist das Riesendrum. Oh mein Gott. Seht euch die Blaupause genau an. Seht ihr an der Spitze des Turms ganz Almir überschauend? Dieses Objekt an der Spitze, das ist wahrscheinlich der riesige Schattenkristall. Darum dreht sich also alles. Lasst mich einen Moment nachdenken. Oh nein. Nubilus Strahlemann ist also komplett böse. Wenn der Professor in dieser Stimmung ist, taucht er eine ganze Weile nicht mehr auf. Wir nennen das seine Strategiesitzung für eine Person. Was könnt ihr also in der Zwischenzeit tun? Auf Patrouille gehen, selbstverständlich. Geht bitte hinaus zu den Bürgern und versucht euch um ihre Probleme zu kümmern. Wenn ihr damit fertig seid, meldet euch bitte wieder bei mir, ihr Lieben. Im Übrigen, es könnte eine weise Vorkehrung sein, starke Pokémon zu fangen. Mich würde nichts überraschen, was in der nächsten Zeit passiert, ihr Lieben.
Ah, okay. Ein paar Pokestecken sammeln, oder? Okay. Na, dann schauen wir mal. So, wir haben jetzt anscheinend erstmal wieder nur Aufträge. Okay. Albert ist genau so, wie ich es erwartet hatte. Nur ein liebenswerter Tüftler mit einer Pilzfrisur. Das wird ein ziemlich langer Tag werden. Ich kann dieses Herumsitzen und Warten nicht ertragen. Jetzt wird's spannend. Moritz. Hey, hör mal, Mare. Morgen ist Altrus Geburtstagsparty. Sieh dir das hier mal an. Almir-Journal Nummer 12. Boah, das schaut natürlich geil aus jetzt mit der kompletten Seite der Altro Tower. Altro-Turm wird morgen eröffnet. Ankündigung für eine reine neue Energieform. Ach du Scheiße. Aber es ist doch irgendwie böse. Eine neue und leuchtende Zukunft für Almir. Power Quartett spielt zur Eröffnungsfeier. Ja, war auch nur widerwillig. Ja, wie gesagt, mir erinnert es immer noch an President Rose aus Pokémon Schwert und Schild. Das Power Quartett live und in Farbe. Die werden auf der Bühne voll abgehen. Ich freue mich total drauf. Aber ist das im Moment nicht irgendwie, naja, falsch? Ups, wir sind mitten in einer Operation. Zurück an die Arbeit, Ranger. Genau, zurück an die Arbeit. Und das heißt in dem Fall einfach mal nachschauen, ob wir wieder Aufträge haben. Oh ja. Und wie wir das haben. Ich würde sagen, wir kommen gleich zu einem nervigen Teil. Also eins muss ich wirklich sagen, das Gesuche von den Aufträgen ist wirklich das Allerschlimmste. Wir werden nämlich nur der Ort gesagt und dann musst du suchen. Oh, dabei war der einfach hier in dieser Butze. Genau jemanden wie dich brauche ich jetzt. Du musst mich anhören. Ich war heute schon angeln, dieser Kapitän hier hat mich mit seinem Boot rausgebracht. Ich war also angeln, da schwamm etwas vorbei und zack, hatte ich es am Haken. Es war groß und mit groß meine ich riesig. Es riss mir meine Route direkt aus der Hand. Mein längst verschiedener Vater hat mir diese Angelroute vererbt. Und jetzt liegt sie auf dem Meeresgrund. Ich habe meine kostbare Angelroute an einen Weilord verloren. Da bin ich sicher. Bitte verzeih mir, dass ich bei dieser Weilord-Geschichte so skeptisch schaue. Aber wie ich schon die ganze Zeit sage, betrachte die Angelroute als verloren. Ich kann sie nicht aufgeben. Als dieses Weilord mit meiner Angel abgehauen ist, nahm es auch meinen Schwimmer mit. Das war ein von Herrn Holzwart persönlich gefertigtes Kunstwerk. Das ist aber einfacher gesagt als getan. Das Meer ist schließlich kein Planschbecken. Also streiten wir uns schon die ganze Zeit, ohne wirkliches Ergebnis. Hier kommst du ins Spiel, Ranger. Ich glaube, du kannst etwas unternehmen. Suchst du bitte meine Angelroute? Ja, das wollte ich hören. Meine Angel ist im Meer des Weilord in der Nähe des Ölfelds versunken. Und schon wieder ins Wasser abtauchen. Ja, so viel Bock habe ich jetzt nicht drauf, aber ey, was soll's. Bitte einmal aufs Meer raus. Und da sind sie wieder. Alle Pokémon. Wir sind jetzt schon wieder am Meer des Weilord. Das ist doch... Irgendwann wird's doch einfach alt, oder? Ah, okay. Da ist direkt... Wenn damit jetzt nur irgendwas ist. Und wir es jetzt nur irgendwie anderweitig beschaffen müssen. Na perfekt, wir haben es direkt. Okay. Die Angelroute wurde wieder beschafft. Jetzt sollte der Angler sie zurückbekommen. Wunderbar. Und wieder zurück. Oh ja, das ist sie, das ist sie. Das ist meine Angelroute. Du bist klasse. Danke. Oh, sieh mal. Sieh dir das an, Kapitän. Dort hat Weilord angebissen. Wirklich, sieh doch mal. Ja, er hat es vorher schon gesehen. Wir waren ja mit dem auf dem Boot. Und wie immer kriegen wir natürlich wunderbare Power-Up-Daten. Psychoabwehr. Aha. Scheint mir ein bisschen random jetzt, oder? Genau deswegen machen wir ja die ganzen Aufträge. Dank dir, Ranger, habe ich meine Angel nun heil und wohlbehalten wieder. Ich gehe jetzt sofort mit dir angeln. Nächstes Mal werde ich meinen Fang an Land ziehen. Ja, aber kein Weilord. Das ist das Problem, Junge. Natürlich gibt es auch in unserem neuen Gebiet Haruberdorf jetzt aber Aufträge und zum Orner mit diesem Typen von der Kaffeemaschine, das eigentlich ja kein Giga war. Es tut mir äußerst leid wegen altem Chaos mit der Espresso-Maschine. Ich werde das wieder gut machen, indem ich eine faszinierende Neuigkeit an dich weitergebe. Ich war im Hippoterus-Tempel, als ich sie sah. Da waren sicher die neuesten Kongigas. Diesmal keine Espresso-Maschinen. Den Fehler mache ich nicht noch einmal. Und oh Wunder, die Kongigas konnten sich selbstständig bewegen. Was? Solltest du da nicht ins Spiel kommen? Genau das wollte ich hören. Sie waren im Hippoterus-Tempel. Hä? Sich bewegende Kongigas? Boah, da bin ich jetzt gespannt, was das für welche sind. Aha! Jetzt haben wir was getriggert. Ranger, das sind sie! Diese Dinger sind die neuesten Kongigas! Oh, Bro, bist du ein Lappen, echt? Oh, okay. Aber alles gut. Dann wäre jetzt eben keine nervige Mission, sondern einfach die Momentas-Bagger. Oh, da muss man aber auch sagen, dass beide heftig sind. Das war wieder eine schwache Geburt. Oh Mann. So, der Typ, der
verwechselt irgendwie alles. Wie bitte? Diese Dinger sind keine Kongigas? Sie sind Pokémon namens Lepomentas? Nun, das alles tut mir sehr leid. Aber du musst zugeben, dass sie wie Kongigas aussehen, oder? Nein. Jetzt müssen wir wieder aus dem Tempel rausgehen. Na toll. Wenigstens kriegen wir dafür die Geistabwehr. Na, das macht doch Sinn an dieser Stelle. Alter, ihr wollt nicht glauben, wie lange ich schon wieder nach dem Kerl gesucht habe. Das wird immer nerviger. Aber gut, hau mal raus. Was brauchst du denn? Ranger, so sieht man sich also wieder. Ich bin es, der Duftsammler. Ich hasse es, dir zur Last zu fallen, aber würdest du einen weiteren Auftrag für mich erledigen? Oh, ich bin so gespannt, was du brauchst. Du wirst dich vielleicht fragen, was in Wolfgangs Duftsammlung fehlen mag. Ja, genau. Nun, es sind Smogmog und Skunktank? Beide? Prima, dafür bin ich dir dankbar. Aber wenn du sie mir herbringst, bitte beide auf einmal, versteht sich. Das ist jetzt lustig, weil ich muss jetzt tatsächlich noch schauen. Naja, also was mir schon bewusst war, dass diese Pokémon hier absolut nichts mit dem Haruberdorf zum Tor haben oder der Wüste generell. Alter, wir müssen noch Schloss Almia. Aber da bin ich Gott sei Dank recht schnell in Smogmog finden. Habe nicht noch verletzten Part im Kopf gehabt. Und dann müssen wir natürlich in Alberts altes Geheimforschungsprojekt. Da wissen wir ja, was es zu finden gibt. Ja, ist eigentlich schon crazy, dass wir hier wieder einfach aus Ölfeld verstecken müssen. Von Team Nachtschatten. Ja, ich hab gemeint, da werden wir sicher nichts mehr Nützliches finden. Aber dass wir Skunktank nur mal brauchen für einen Auftrag, ist natürlich auch eine wilde Nummer. Hey. Und dann müssen wir wieder back to Haruberdorf. Boah, ey, das war halt einfach komplett hin und her geschicke. Ja, wenn die beiden zusammen auftauchen, raubt einem der Gestank die Sinne. Lass mich ihre Düfte in diesen Behältern konservieren. Genauso. Da nochmal, wunderbar. Yay, Ranger, danke für das Annehmen meiner beiden Aufträge. Auch Smogmog und Skunktank gebührt mein Dank dafür, dass sie den weiten Weg für mich hierher gekommen sind. Nun, ich mache mich da mal auf den Weg. Auf in ein anderes fremdes Land. Auf der Suche nach neuen Düften für meine Sammlung. Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir uns wiedersehen werden. Nur, dass dieses Land nichts mit deinen Düften zum Tor gehabt hat. Du Affe. So, jetzt gib mir aber gute Daten. Unlichtabwehr. Ja, ja, es füllt sich langsam. Hehe. Hä? Hä? Das hat es ja noch nie gegeben. Ich war gerade auf dem Weg, einfach mir nur mehr Staraptor zum holen, direkt nach dem Auftrag. Um zum nächsten Auftrag zu kommen und jetzt kriegen wir einfach ein Voicemail für Rhythmia. Ohne dass wir in der Mission sind. Rhythmia hier. Melde dich nach deiner Patrouille bei der Vorsitzenden Gerda. Hab ich zu lange gebraucht bisher, oder was? Bin ich schon zu lange unterwegs? Ja, du, da kann ich nichts dafür, wenn die Game Design Entscheidungen so scheiße waren und die hin und her schicken. So, es zieht uns zurück in anfängliche Gebiete. Wir müssen zu Olli, dem verwirrten Typen, der für Team Nachtschatten den Briesenauer Forst komplett in Flammen gelegt hat. Ich habe mich gefragt, ob du mir nicht helfen könntest. Seit langem denke ich über Möglichkeiten nach, Eleonora glücklich zu machen. Ui, das war sehr deutlich. Aber da bist du an der richtigen Anlaufstelle bei mir. Du weißt schon, dafür, dass sie meine Brandwunden versorgt hat und so. Ja, ja, ist schon klar. Verstehe dich schon. Schaut dich, okay? Also dachte ich mir, dass es sie vielleicht glücklich machen könnte, ihr Lieblings-Pokémon zu sehen. Ich fragte sie danach und sie verriet mir, dass ihr Lieblings-Pokémon Dragonier sei. Ich hätte gedacht, Eleonora würde Magnetilo oder Magneton wählen. Du weißt schon, wegen ihrer Liebe zu mechanischen Dingen. Aber wow, sie mag Dragonier. Findest du nicht, dass das überraschend romantisch von ihr ist? Leider gibt es da ein großes Problem. Ich bin kein Ranger und weiß also nicht, wo ein Dragonier zu finden ist. Deshalb wollte ich dich als Ranger um deine Hilfe bitten. Kannst du ein Dragonier für mich herbringen? Sie sollen in Schloss Almia leben. Ja, das wird die Akkord-Song. Vielen Dank. Aber hast du nicht gerade gesagt, du weißt nicht, wo es die gibt und dann sagst du, die sollen in Schloss Almia sein? Ranger, du bist wirklich die einzige Person, die ich um etwas wie dieses bitten kann. Ah, kein Problem, Alter. Ja gut, toll. Und schon wieder nach Schloss Almia. Toll, toll, wirklich toll. Cool, ich habe die instinktiv gefunden irgendwie, aber mir ist gerade aufgefallen, dass wir ja bisher ja nur Dratinis gefangen haben und noch kein Dragonier. Aber es ist ja optimal, dass du jetzt da bist. Hi. Das freut mich übrigens.
So, wie geht es jetzt mit der Geiststärke? Kreise ziehen, um Geister zu beschwören. Sie wird durch diese Geister ermüdet. Dann machen wir das doch gleich mal, oder? So, dann muss man es so machen. Ah. Ah, okay. Okay, funktioniert. Kann man machen. Immer noch nicht die optimale Stärke, finde ich. Dragonier mit Zertrümmern 3. Boah, also aber, Leute, man muss schon zugeben, Dragonier ist schon wieder so ein richtig schönes Pokémon. Ich verstehe, warum das für Eleonora das Lieblings-Pokémon ist. So, mein lieber Olli, ich hoffe, mit Dragonier kannst du sie jetzt richtig glücklich machen. Mal schauen. Eigentlich kann man einmal wieder reinschauen und mal hören lassen, was die anderen so sagen. Oh, dieser Dragonier ist atemberaubend. Schon, gell? Ich kann verstehen, warum Eleonora dieses Pokémon so sehr mag. Und dann kommt die Weiterentwicklung Dragoran und es ist schon irgendwie nicht mehr so geil. Muss man halt leider sagen. Vielen Dank. Bitte warte kurz hier. Ich hole schnell Eleonora. Ja, perfekt. Was gibt es? Wieso diese Eile? Meine Güte, ein Dragonier. Du bist die ganze Zeit so sehr mit Arbeiten beschäftigt und... Es ist toll, sagenhaft, umwerfend. Mara hat sich die Mühe gemacht, dieses Dragonier für dich zu fangen. Ich bin überwältigt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich einmal ein Dragonier von nahem sehen würde. Eleonora, die Art, wie du jetzt lächelst. Ich glaube, das sehe ich so zum ersten Mal. Das glaube ich nicht. Nun, vielleicht hast du recht. Ja, Eleonora, normalerweise gibt es für dich nur die Arbeit und nicht viel anderes. Danke, Olli. Was? Du sollst dich nicht bei mir bedanken, der Dank gebührt dem Ranger hier. Mare, auch dir vielen Dank. Danke, dass ich durch dich dieses Dragonier sehen konnte. Olli, wir sollten wieder hineingehen. Mare, ich hoffe, dass du ab und an die Ranger-Basis besuchen wirst. Ja, genau das wollte ich jetzt auch noch gerade machen. Mare, danke. Keine Sorge, Bro. Wingman for life. Bleibt jetzt Dragonier einfach stehen, oder wie? Jetzt gibt man nur mal ein paar gute Daten. Combo-Bonus? What? Jetzt gehen wir aber wirklich in die wilden Sachen rein. Verstärkt Fangcom-Power nach 6 ununterbrochenen Kreisen. Wow. Die haben sich richtig gute Power-Up-Daten überlegt. Krass. Das ist ja wirklich gute Combo-Power. Ja, Leute, jetzt schauen wir noch mal kurz rein. Tja, moin. Oh. Es ist keiner da. Wow, das ist echt sad. Irgendwann, wir kannten hier auf Urs und Froderich. Und, scheiße, wie hat die andere Nummer geheißen? Naja, egal. Hallo. Olli, hilf mir bei diesem und jedem auf freiwilliger Basis. Ja. Schau. Da waren wir wieder dabei, Kollege. Du Simp! Urs ist auf Patrouille. Es ist nun meine Aufgabe, Nachrichten an alle weiterzugeben. Na okay. Aber was ist mit diesem Part? Ich weiß, es hat nicht wirklich viel Hauptstory geben, aber dafür nice andere Sachen. Und dann auf jeden Fall Bewertung nicht vergessen. Die nächste Folge findet ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Und bis zum nächsten Mal.